Haut wie et ausgeseit aus dem Mr. Science zu feiernden am Schloss NRW. Hallo? Was sind du? Ich weiß zwar nicht, Joseph, mir ich gebe mal oppassen, wann ich unugemeldet NRW wir. Ich geht ja freier op enger Bursch, du goufen die ungebierde Gast mat Pech begräst. Und dann hat die wirklich Pech. Aber wie Pech eigentlich passt, das weisen die Haut am engem Experiment. Ja, Joseph, du hast richtig Chance, dass du nicht am Mittelalter hier am Feierner Schloss ukommen bist und dass der Teil auch kein richtige Pech war, weil bei gliedischem Pech hat der Präbeli auch nicht mehr viel geholfen. Meinst du nicht? Nee, mir wisst ihr, dass nicht nur ein Ritter, mir auch schon Neandertaler 420.000 Jahre Pech hatten. Der Pech von Haut, der funktioniert noch immer wie der Pech von Demolz, just dass wir Haut wissen, für was der Pech pecht. Ein guter Pech muss zwei Sachen können. Erstens muss sich mit allem Material gut verbannen können, und das nennt den dann Adhäsion. Und zweitens muss er selber stabil sein. Er darf nicht direkt aus der Nähe fahren, und das nennt den Kohäsion. Hey, Mr. Science, was müsste dann lo? Na ja, ich pechen lo etwas mit Wasser. Und wie soll das da gehen? Das geht doch gut nicht. Man doch, weil das Wasser flüssig ist, füllt all mikroskopisch kleine Löcher an diesem Spiegel, und dann geht das ganz glatt. Ja, auch wenn wir mengen ein Spiegel wie glatt, dann ist das just so für uns an. Wenn wir ganz no rauszoomen, geseit den lauter Kaulen. Bei starker Vergrößerung geseit das dann aus wie das Betonsziel. Wasser kann an das Kaulen ranlaufen. Oh, wo geht das da hier? Also, wenn ich einen zweiten Spiegel, mein erster Spiegel drauflegen, da passen das ohne Nähen, weil keine Luft mehr dazwischen ist. Wow, da können also immer Wasser als Pech benutzen. Nee, leider nicht, weil Wasser geht nicht hart. Und dafür kann ich das Spiegeln seitlich aus der Nähe bewegen. Richtige Pech muss also flüssig sein, für dass es an die Löcher ranlaufen kann. Und dann musst du ja aber festgehen. Wie geht das dann? Aber ja, für das zu verstehen, zoom mal runter. Hä? Am Pech sich Spaghettien? Komisch. Nee, ein paar tausend Mal vergrößert, geseit Pech so aus. Da ist ein flüssiges Lösungsmittel und daran ganz viel langkettige Moleküle. Wenn das Lösungsmittel aber nur verdunst, verhaken sich das langkettige Moleküle am Material und auch in der Nähe. Da geht das ganz hart. Das heißt, es passt also nicht, mehr es verkeilt sich in der Nähe. Ja, effektiv. Es sind aber mehr Kräfte, die mitspielen. So sind zum Beispiel auch elektrostatische Kräfte, die Moleküle vom Pech und der Oberfläche anziehen. So wie bei diesem Ballon. Okay, Pech muss gut verlaufen, sich beim Dröschen verkeilen, an einer Oberfläche Kräfte aufbauen. So, Mr. Science, an Pech den also Sekunden dröschend. Wie funktioniert das dann? Ja, Sekundenpech wie den heutigen funktioniert ähnlich wie das Ketten hier. An diesem Typ sind weder Lösungsmittel noch lange Molekülketten, mehr besteht aus lauter Einzelbausteinen. Sobald das aus dem Typ rauskommt, entsteht eine riesige lange Kette. Und dabei kann ein ganzes Netz entstehen und das geht ganz sehr, ganz hart. Aber ja, diesen Sekundenpech geht recht hart mit der Luftfeuchtigkeit. Und der ist kein am Typ, mehr an der Luft hier rundherum. Und dafür geht den Sekundenpech hart. Ja, auch der wusste sich gerade drauf gesteipt hast. Tja, dumm Gang. Bis an 2 Wochen.